Bonjour, mein Name ist Michael mit Michael Real Estate und in diesem Video behandeln wir verschiedene Mandate, die es gehen Lützebauer Immobilienmarché. Natürlich werde ich auch die verschiedenen Avantagen und Desavantagen von diesen Mandaten behandeln und hoffentlich wer dadurch noch die richtige Decision können holen par rapport zum Verkauf von ihren Immobilien. Was ist ein Mandat eigentlich? Ich als Verkäufer muss natürlich das Recht haben, vom Privateigentümer, vom Proprietär für seine Immobilien zu können verkaufen. Wenn ich bis Mandat habe, Mandat bis unterschrieben ist, kriege ich die Mission für einen Käufer zu finden für seine Immobilien. Sobald ich das gemacht habe, ist das Mandat aufgelaufen und fällig. Aber ohne Mandat darf ich nicht verkaufen. Ich kann nicht verkaufen, was mir nicht gehört, logischerweise. Als erstes Mandat simple. Mandat simple will eigentlich sagen, dass der Proprietär verschiedenen Agenzen die Möglichkeit gibt, für seine Immobilie zu verkaufen. In dem Sinn kann ein Proprietär, egal wie viel Mandate unterschreiben, mit Tonnenagenzen. Das hat den Avantage, dass dann all diese Agenzen an ihren Basen de Données und mit ihren Klienten können gucken, ob sie eventuell Verkauf kriegen. Par contre, ist es natürlich auch so, dass wenn die Dateien macht, dass da verschiedene deskriptiven Marché-Werten auftauchen, Preise können sich variieren für die Immobilien und an den meisten Fällen ist es ein Kurs nach der ersten Offer. Das heißt, die meisten Agenten werden probieren, für so sehr wie möglich ein Offer erst auf den Tisch zu können legen, an der Stunde zu überzeugen, für das zu schreiben, und für zu evitieren, dass ein anderen mit einer besseren Offer kommt. Sobald natürlich unterschrieben ist, ein Kompromiss, kann es mir in Hand gehen, er kann kein besser Offer mehr akzeptiert gehen vom Proprietär. Der Mandat simple hat also den Avantage, dass wenn der Zeitdruck da ist, dass er dann die schnellsten Weise hat, für zu verkaufen. Der Desavantage ist, dass er nicht immer die besten Offer kriegt für Immobilien. Am Konträr zum Mandat simple haben wir dann also den Mandat exklusiv. Dabei gibt dir als Proprietär dem Immobilienagent das einzige Recht für es zu verkaufen. Keine andere Agence wird also verkaufen, annoncieren oder publizieren. In dem Sinn hat diesen Agent ganz Kontrolle über den Verkauf. Das bringt mit sich, dass die als Proprietär auch profitieren zum Vollen von all den Services von dieser Agence. Was wichtig ist, wenn ihr das Mandat wählt, ist für allererstens mal zu gucken, was für verschiedene Approchen es gibt Marché. Das will sagen, dass ihr bei den verschiedenen Agenten nachfragen, was ihre Strategie ist, was für Marketing sie werden applizieren, und wie sie denken, ihren Preis zu können aus dem Marché ziehen, sozusagen. Der vollen Avantage von einem Mandat exklusiv ist, dass wenn das Agence hier Arbeit anständig möchte und ganz gut so möchte, dass ihr dann den vollen Service davon könnt benutzen. Par contre, bei einem Mandat simple werden die Agenzen nicht mehr das Minimum machen, weil sie wissen, dass sie mehr müssen investieren in das Marketing, dass die Chancen da sind, dass aber eine andere Agence ein Offerwert bringen und dass sie dann also nicht das Maximum werden investieren, für Dateien zu publizieren, annoncieren und so weiter. Ein Exklusivdokument bringt dir den vollen Service. Fotograf, Videograf, wer auch immer da dran ist, alles wird gemacht, für Dateien zu können verkaufen. Ihr muss also eine Recherche machen und sicher sein, dass der Mandat exklusiv, den ihr werden schreiben mit der gewissen Agence, auch wirklich das Resultat kann erreichen. In dem Sinn ist es so, dass der Mandat exklusiv auf der einen Seite eine gewisse Geduld muss mitbringen vom Proprietär, für das Agence genug Zeit zu lassen, für Dateien verkauft zu kriegen zum besten Preis. Es muss also ein gewisses Vertrauen da sein. Der Mandat exklusiv ist also auch an den einzelnen Agenten das beste Mandat für den besten Verkauf zu können realisieren. Falls die euch aber nicht könnt dezidieren zwischen den Services von der einen oder der anderen Agence, könnt ihr noch immer probieren, sie zu überzeugen, ein Co-exklusiv zu unterschreiben. Ein Co-exklusiv bedeutet, dass dir exklusiv Recht und 2 oder vielleicht sogar 3 Agenzen gibt. In dem Fall könnt ihr von ihren
Basedonnéen profitieren, dat heißt, all die Klienten, die schon bei den Agenzen sind, könnt ihr also an Wohnungen rabringen und eventuell können das Leute ein Offer auch machen. Der Co-Exklusiv bedeutet also, dass ihr das Beste von den zwei Welten kriegt. Du gehst nie verstehen aber, dass an einem Co-Exklusiv meistens die Agenzen die Kommission müssen teilen. Das bedeutet, dass, wenn es verkauft wird, durch eine Agence, aber nicht durch die andere, dass aber egal wie die Kommission gesplittet wird. Ob das ein 30, 70, 50, 50 Deal ist zwischen diesen Agenzen, ist nicht, was wir heute behandeln, aber es kann natürlich sein, dass eine von diesen Agenzen nicht damit d'accord wird sein. Wenn ihr also das Beste von den zwei verschiedenen Agenzen wollt, dann probiert sie zu überzeugen, für ein Co-Exklusiv zu machen. Heinst du sind die Agenzen bereit, für das zu machen. Es kann aber sein, dass eine Agence gar keine Arbeit legt und die andere alle Arbeit möchte. In dem Sinn wäre es ungerecht, dass dann eben die Kommission immer gesplittet wird. Und dann kommen wir eben auf das nächste, den Semi-Exklusiv. Am Semi-Exklusiv habt ihr als Proprietär noch immer das Recht, für es selber zu verkaufen. Das bedeutet, dass dir das Recht habt, für zu verkaufen an die Agence, sonst kein. Soll dir also an dem Fall nach irgendeinem von der Familie haben oder ein Kollege, ein Mitarbeiter, den interessiert das, für ihr Haus oder Appartement zu kaufen, dann hat er noch immer das Recht, es an diese Person zu verkaufen. Soll das der Fall sein, dann seht ihr also der Agence keine Kommission schuldig oder wenn etwas ausgehandelt wird, seht ihr einen Teil von der Kommission schuldig. Als guter Letzt also den Off-Market. Den Off-Market will so, dass man nicht wirklich Marché sind. Wir sind zwar am Verkauf, aber wir publizieren nicht, wir annoncieren nicht. Ihr könnt also einem Recht gehen, für etwas zu verkaufen, ohne dass die nicht publizieren auf Internet oder auf den Zeitungen oder in den Medien, wo auch immer. In dem Fall muss die Person also auf sich gehen, innerhalb von seinen Kontakten oder Käfer oder potenziell Käfer an seiner Base de Données, an seine Kontakte muss ihn also sichern oder hat sichern, für die richtigen Käfer zu finden für ihren Objekt. Den Avantage hierbei ist erstens mal den Image. Den Off-Market hat einen gewissen Allure, ein bisschen wie wenn ihn einen Deal kann finden, den sonst kein anderen hätte können finden, weil es eben ein Off-Market ist. Den anderen Avantage ist, dass dir nicht allzu viel Visite wird tun. Wenn ihr also steht, für allen Käse ihr Haus abzuräumen oder irgendwie 100 Visiten oben zu machen, dann ist ein Off-Marketing eventuell etwas für euch. Der Desavantage ist natürlich, dass ihr nicht immer die besten Offers kriegt. Ihr limitiert am Fondgehol Publizität und also auch, wie viele Leute es zu sehen kriegen. Das bedeutet, dass eventuell Leute am Marché hätte können sehen, die ihr ein besser Offer können gehen, wie die dir akzeptieren von dieser ähnlichen Person, die dir am Fondgehol mandatiert hat, für den Verkauf zu machen, ohne zu publizieren. Den Off-Market ist eigentlich mehr gedurcht für Großprojekte, Stücker Land oder luxuriöse Objekte oder ganz rare Objekte. Das am Fondgehol etwas, wobei wir uns ziemlich limitieren, wir werden aber verkauft gehen unter den großen Unternehmen, unter den Immobilienfonds oder den Investoren selber. Voilà. Das ist also mein Video über die verschiedenen Mandate, die am meisten appliziert gehen heute zu Lützeburg. Sollte ihr noch Fragen habt oder Kommentare, dann könnt ihr mir natürlich immer ganz gerne schreiben. Ich hoffe, euch natürlich direkt zu sehen an meinem nächsten Video. Wie gesagt, mein Name ist Michel von Michel Real Estate.